Bonjour, merci, dass der Astrid Lülling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlülling.lu gucken und lauschen. Nach einer Unterbrechung von 6 Wochen, an denen keine Sitzungen zu Brüssel, zu Straßburg oder Sossenzusch waren, haben wir den 30. August am Europaparlament den normalen Arbeitsrhythmus abgeholt. An 6 Wochen, von denen ich der 4 daheim zu Lützeburg verbracht habe, habe ich so manches hören, erlebt, aber auch gelesen. Obschon ich nicht mehr an der nationalen Politik bin, aber nach heftig daran interessiert, will ich heute ein paar Kommentare dazu lassen. Mit viel Interesse habe ich den Artikel am Lützeburger Wort vom 23. August über Administrativvereinfachungen gelesen, unter dem Titel Die Austreibung des Amtsschimmels. Bravo für die guten Intentionen. Hier habe ein Beispiel von einem soliden Amtsschimmel, den ich an einem kleinen Mittelbetrieb an meiner Heimischgemeinde Schöffling erlebt habe. Dieser Betrieb hat sich an der Industriezone, die ich als Bürgermeister geschaffen habe, niedergelassen. An einem schon bestehenden Gebäude, das herrlich renoviert wurde. Auf der großen Parkplatz Frunzingen Betrieb hat der Proprietär ein paar Fendeln auf Stangen abgehangen, für auf den Betrieb aufmerksam zu machen, so wie das hat überall gesagt. Für das können zu machen, hat er eine Autorisation von der Gemeinde und von der Pont et Chaussee. Aber da möchte sich dann noch einmal Cité Monument an, aber bestimmt übrigens gut nicht knallig Fändler, sie ganz schön diskret, müssten weg. Was tut Cité Monument zu Schöffling, neben den früheren Kolonien, 100 Meter vom Portal von der Schmelz an einer leichten Industriezone zu protegieren? Arbeitsplätze schafft dieser Betrieb, der nicht direkt unter der Straße liegt, mit einem Privathaus kein verwechselt gehen, weil er nicht mehr ein Stock hat. Und dafür, ob sich aufmerksam machen will, dass es denn da gibt. Wem schuld das? Haben die keine anderen Probleme? Weil ich, wie gesagt, an den 6 Wochen ohne Sitzung der 4 am Land war, hatte ich natürlich mehr Gelegenheit, wie sonst zu observieren, was an dieser sauren Gurkenzeit geschieht ist. Ich muss sagen, ich war ziemlich erstaunt, wie ich gelesen habe, die Escher Bürgermeister, die hat gern den Lützeburgischen Pavillon, den er auf der Weltausstellung zu Shanghai ist, auch viel Success hat, zu Esch. Weil ich ganz Jahr, besonders über den Weekend, viel zu Esch sind, habe ich mich da auch gefragt, ob sie zu Esch keine anderen Probleme hätten. Zum Beispiel Parkplätze zu Esch, die sind so teuer gehen, dass, wenn man da noch mittig verbringt, für anzukaufen, bei der Coiffeur zu gehen und so weiter, da können die in 7 bis 9 Euro Parking nicht mehr weg. Viele Parkplätze sind am Zentrum, besonders rund um die Dulzestraße, verschwunden für die Installation von Veloständern, wo ich aber noch nie ein privates Velo geparkt gesehen habe. Kein Wunder, dass es mitten an der Ulzestraße Geschäftslokale gibt, die eitel stehen, zu verlohnen sind, wo sich aber kein findet. Ich bin kein großer Fußballfan. Fanden es aber unzumutbar, dass die Fohla Stad Emil Meirich zu Esch auf einem Terrain spielen muss, den Herde wie Beton ist.
nicht gerade ideal für die Spieler an ihr Knachen. Die mussten für den Training schon auf einer Terrain ausweichen. Gut für hier Knien an hier Muskeln. Aber das ist eine unzumutbare Situation. Soll da vielleicht die Reparation von dem Emil-Meirich-Stadion an den Terrain keine Priorität zu schon vom Shanghaier Pavillon? Gott sei Dank hat Jolo, also Staatsminister, beschlossen, dass sie nicht reinkommen soll. Ich meine, es gibt Zeit, dass Gemengeratswahlen zuerst sind, für sich auf die richtigen Prioritäten zu besinnen. CSV-Kongress, den dieses Jahr von der Sommerpause, den 15. Juli, zu Hesper stattgefunden hat, war ich auch, und da war ich wirklich zufrieden, vom Staatsminister eine ausgezeichnete, solide Diagnose von der Situation vom Land zu hören, die klar und deutlich bewiesen hat, dass es höchste Zeit ist, man nicht schon ein bisschen spät, für endlich couragiert Mesuren zu holen, für uns Probleme an den Griff zu kriegen. Und das sind solide, die Krankengesundheitskäse, die Aufsicherung von der Altersversicherung, alles, was auch natürlich mit der Sanierung von unseren Staatsfinanzen zu tun hat, die an einem nicht guten Zustand sind. Probleme sollen bekanntlich lesen, was sie klein sind. Je länger gewährt wird, umso schlimmer wird es. Unverantwortlich ist es von der Politik, was sie nicht die Courage hat, aus der Diagnose die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und unverantwortlich ist es für Sozialpartner, kein besser Wissen, mit Zahlen zu spielen, für die Diagnose eine Frage zu stellen. Wenn er bei den Doktor geht, und wenn den bei einem Patient Krebs feststellt, dann verschreibt er ihm doch nicht Aspirin oder ein Hustensaft-Sirup. Was im Moment an der Politik zu Lützeburg los ist, können die Wahl damit vergleichen. Die Leute werden drauf, an nur Verständnis. Das muss etwas geschehen, ohne weiter Palaver. Ich hoffe für uns alle gut, dass das geschieht. Ich sage merci für das Nachluistern.